Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Heimspiel gegen TSG 1899 Hoffenheim. Ja, 1899 natürlich. Ja, ich denke, wir haben ein gutes Spiel gesehen. Von unserer Seite, wenn wir mal so die letzte Viertelstunde weglassen, wo wir es nur noch dahin plätschern lassen haben, was aber auch okay ist bei den Belastungen, die wir in den nächsten Wochen haben werden. Ansonsten hat mich die Aufstellung teilweise überrascht. Teilweise habe ich es auch nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber erstmal das Gesamtspiel. Ich denke mal, beim 4-1 haben wir nicht viel zu meckern. Wir haben gut gespielt, wie ich fand. Wir haben es auch gerade erste Halbzeit sehr ruhig gespielt. Sind nicht irgendwie blind dumm angerannt oder sowas. Haben auch nicht blind irgendwie komplett gepresst, sondern waren auch in der Mitte. Hinten defensiv sehr gut, bis auf einmal halt, wo es dann auch gefährlich wurde. Ansonsten die rechte Abwehrseite mit Davis und Alaba oder die linke Abwehrseite war einfach schlecht, Leute. Also Davis war heute wieder richtig schlecht. Das meinte ich auch, was ich gesagt habe, habe ich nicht verstanden. Verstehe ich nicht, warum der Hernandez da nicht gespielt hat oder warum der Hernandez nicht für den Alaba spielt. Alaba war heute auch schlecht. War auch richtig schlecht, Leute. Er hat wieder 3-4 extreme Stellungsfehler gehabt. Ja, Boateng war mega stark. Der hat es heute rausgerissen. Pavard war auch sehr gut. Hat eine Flanke zugelassen. Sonst relativ wenig. Aber das lag auch daran, weil er wieder nach hinten null Unterstützung von Gnabry hatte. Gnabry war auch wieder schlecht heute. Auch wenn er dann noch das Tor gemacht hat, aber im Großen und Ganzen war er schlecht. Das sind halt die Spieler, die ich in unserer Startaufstellung absolut nicht verstehe und was in meinen Augen ein Schlag ins Gesicht ist für Spieler wie Hernandez zum Beispiel, also oder auch für Spieler wie ein Süle, der auch sehr gut gespielt hat als rechter Verteidiger. Ich verstehe es nicht, warum der Alaba da immer noch in der Innenverteidigung spielt. Ich verstehe es nicht. Aufbauspiel ist da keinerlei Argument. Er hat heute nicht einen Ball zum Mann gekriegt. Er ist wieder blind wie so ein Idiot mit nach vorne gerannt teilweise. Wie gesagt, hatte 2-3 Mal einen richtigen Bock und Stellungsfehler drin, auch beim Gegentor. Auch bei den Chancen, die Hoffenheimer noch hatten. Die hatten nochmal 2 Chancen. Ja, ich verstehe es nicht. Ich kann mich da jede Woche wiederholen. Ich könnte da ein extra Video zu machen, könnte ein Referat drüber halten. Warum, wieso, weshalb. Langsam wird es als einfach nur lächerlich in meinen Augen. Das ist jetzt abgekoppelt vom Spiel. Ja, wir haben ein gutes Spiel gesehen. In Mannschaftsleistung war gut, alles gut. Aber da muss man auch mal einen Hansi Flick kritisieren dürfen. Also, warum er da immer an seine Lieblingsspieler festhält. Wie gesagt, der Gnabry spielt seit Wochen unterste Schublade. Alaba genauso. Ja, und Davis ist einfach auch nicht in Form, Alter. Und du kannst doch nicht Spieler aufstellen, die nicht in Form sind. Und Spieler, die das Spiel davor gut gespielt haben, wie ein Hernandez, wie ein Süle, wieder auf die Bank setzen. Ich verstehe das nicht. Wo ist denn der Sinn und wo soll der Sinn sein? Wie willst du das irgendwann den Spielern vermitteln? Ich meine, die Spieler sehen auch, dass ihre Kontrahenten scheiße spielen. Ja? Das ist für mich ein absolutes Unding, Leute. Kriege ich in meinen Schädel nicht rein, bin ich ganz ehrlich. Aber gut, soll ja jetzt hier um das Spiel gehen. Ich würde sagen, wir hauen uns mal die Statistiken rein. Bin ich selber gespannt drauf. Ja, Ballbesitz 60-40, ja, wenn die letzte halbe Stunde abziehst, waren wir wahrscheinlich bei 70% Ballbesitz, Abseitsstellung 5-3. Ja, von den 5 Abseitsstellungen war gefühlt 4-mal der Choupo-Moting im Abseits. Alter, ich selten einen Spieler gesehen, der so schlecht ist. Ohne Scheiß, der ist, wie kann man als Stürmer nur im Abseits stehen, Alter? I don't know. Weiß nicht, ob das fehlende Spielpraxis ist oder was, aber das war auch gar nichts, Alter. 20 Minuten auf dem Platz und das war gar nichts. Zweikämpfe 47-52. Ja, keine Ahnung. Allein der Schiri, was der teilweise wieder für Fouls. Ich meine, der Müller kriegt mit dem Stollen auf den Fuß getreten, also es gibt einen Freistoß für Hoffenheim. Ja, und von den Dingern hast du 3-4 in dem Spiel gehabt. Das war lächerlich. Das war auch lächerlich. Schüsse insgesamt 15-16. Ah ja. Worauf hat Hoffenheim denn 16 Schüsse gehabt, Alter? I don't know. Schüsse aufs Tor 9-5, Ecken 10-4, Flanken 24-15.
Gewonnene Zweikämpfe auf unserer Seite. Davis, Boateng, Gnabry. Ja, überrascht mich gerade schon. Ich habe vom Davis nicht einen offensiven Zweikampf mal gesehen, den er gewonnen hat. Ansonsten jeden Ball, den er versucht hat, mal nach vorne zu spielen. Das waren, glaube ich, 3 oder 4, war ein Fehlpass. Ansonsten immer nur zurück auf den Alaba. Das ist, was er seit 10 Spielen spielt. Ja, keine Ahnung, ob da ein Laufduell als gewonnener Zweikampf zählt. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht so gesehen. Ich meine, so nach einer halben Stunde war es ein bisschen besser, ja. Aber auch wieder zweite Halbzeit. Das war wieder so unsicher und auch komplette Stellungsfehler. Und dann selbst dann mit seinem Speed ist er nicht hinterhergekommen. Ja, weiß ich nicht. Also Boateng war für mich mega stark. Ja. War für mich der Turm in der Brandung. Hat er vorne auch noch die Ecke verwandelt. Gnabry gewonnene Zweikämpfe 5. Ja, keine Ahnung, habe ich auch nicht wirklich gesehen. Wahrscheinlich vorne irgendwo, wenn er sich mal durchgesetzt hat. Ja, er war vielleicht nicht ganz so schlecht wie sonst, aber ich weiß ja nicht. Ich komme auf seine Art nicht klar, immer dieses Abschenken und ich weiß ja nicht. Auch das Tor, ja, das war dann halt Zufall, dass er mal gerade dann nicht im Abseits stand. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Keine Ahnung. Ballkontakte 108 von Davis und 93 von Alaba. Ja, das war wahrscheinlich, was sich gegenseitig die Bälle hin und her gespielt haben. Kimmich 90. Gefordert wurde, das zählt uns nicht wirklich. Torschuss Vorlagen. Gnabry 3, Kimmich 3, Sané 1. Schüsse insgesamt Coman 3, Müller 2, Rocker 2. Rocker war so der einzig positive Wechsel, den ich gesehen habe. Wahrscheinlich hat er auch nur gespielt, weil der Flick dazu gezwungen wurde. Weil halt Goretzka Covid hat und Tolisso sich hat ein Tattoo stechen lassen, dann wäre es wahrscheinlich nicht so schlau gewesen, den heute aufzustellen. Das war dann wohl so eine Strafe und da war halt keine Alternative da. Sonst hätte der Rocker wahrscheinlich auch nicht gespielt. Ich fand, er hat ein super Spiel gemacht. Klar, nach seinem Foul hat man gemerkt, war er ein bisschen zurückhaltender. Aber ansonsten vorher super, wie viele Bälle er auch vorne geblockt hat, abgefangen hat. Hat immer die Ruhe am Ball gehabt. War für mich eine absolute Bereicherung. Ne? So, wir können ja auch mal kurz durchgehen. Vergeben wir mal Noten. Neuer will ich heute eine 2 geben. Hat gerade am Anfang das Ding sehr, sehr gut gehalten. Auch danach nochmal gut. Zwei gute Paraden gehabt. Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, kommen wir schon auf die Torschüsse, die da standen bei Hoffenheim. Diese Ecke da, das wird wahrscheinlich auch noch als Torschuss gegelten haben. Ja, das passt schon. Pavard, wie gesagt, war für mich auch okay. Ganz klar steigende Tendenz. Will ich heute eine gute 3 geben. Ja. Hätte er das Tor gezählt, was er auch noch gut gemacht hat. Ja, ich würde schon eher zu 2 tendieren. Hat es wirklich gut gemacht. Also hat sich auch oft nach vorne eingestellt. Hat ganz selten mal den Ball, wenn er ihn gekriegt hat, nach hinten gespielt auf dem Boateng, sondern hat ihn nach vorne gespielt. Wenn man das mal mit dem Davis vergleicht, der jeden Ball nach hinten spielt, sieht man halt den großen Unterschied. Von daher geben wir den Pavard eine 2. Alaba war für mich eine 4. Es war ausreichend, aber mit viel Glück. Ja, er hat viele Chancen der Hoffenheimer echt verschuldet durch Stellungsfehler und durch Position verlassen. Ja, verstehe ich nicht. Geht in meinen Kopf nicht rein. Wie gesagt, Davis war für mich eine 5, Alter. War für mich gar nichts. Er stand genauso wie Alaba extrem schlecht. Nach vorne gar nichts. Auch nach hinten viel zu zögerlich. Ja, zwischendurch hat er 2, 3 gute Aktionen gehabt. Hat auch hinten auch mal gerettet. Keine Frage. Aber im Großen und Ganzen, ja, viel zu unsicher. Wie gesagt, er hatte so 20 Minuten, Ende der ersten Halbzeit, da war er im Spiel. Dann so die erste Viertelstunde, zweite Halbzeit war auch noch okay. Und dann war wieder totale, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war halt einfach nichts. War für mich auf jeden Fall heute nicht ausreichend. Fertig. Meine persönliche Meinung. Boateng ganz klar eine 2. Müller ganz klar eine 2. Hat sich wieder den Arsch aufgerissen. Mal rechts. Die erste Halbzeit rechte Flügel. Zweite Halbzeit ab und zu links. War Mitte. Hat nach hinten geackert. Hat wieder zwischenzeitlich den 6er gegeben, wenn er nach hinten geackert hat. Alles das, was Gnabry vermissen lässt. Von daher war Gnabry für mich heute eine 4. Ja, es war ausreichend, aber nicht mehr. Es war für mich nicht befriedigend. Das Tor hätte jeder gemacht. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ansonsten vorne wieder die falschen Entscheidungen getroffen. Muss man ganz klar sagen. Wieder zweimal aus einem unmöglichen Winkel drauf geschossen, wo der Sinn vergeht. Und dann, wo er den auf dem Kimmich ablegt, hätte er halt auch da hätte er seinen Eigensinn mal nutzen sollen. Dann hätte er auch ein vernünftiges Tor gemacht.
keine Ahnung. Spielt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Antipathie rein. Ich komme in Gnabry einfach nicht klar, Leute. Nach hinten war das gar nichts heute. Er hat ein Pavard da im Stich gelassen. Und der Pavard hat es richtig stark gemacht. Ja. Hätte der Pavard die Form gehabt, wie er das sonst hätte, wäre das heute wieder ins Auge gegangen, weil der Gnabry wieder nicht nach hinten gearbeitet hat. Das muss man so klar sagen. Rocker war für mich auch eine 2, wie ich schon sagte vorhin. Hat ganz, ganz viele Bälle vorne schon abgefangen beim Pressen. Hat hinten auch wichtige Zweikämpfe gewonnen. Hat den Ball gut gehalten, hat ihn gut verteilt. Hat auch ganz gut mit dem Kimmich harmoniert. Ja, ab und wann standen sie noch ein bisschen zu nah nebeneinander, er und der Kimmich. Aber im Großen und Ganzen für mich eine 2. Kimmich auch eine 2. Ganz starkes Spiel heute. Coman würde ich eine 3 geben für das, was er leisten kann. Ja, war's okay, aber man kann doch ein bisschen mehr erwarten, denke ich. Und Levi, ja, Levi war heute auch nicht so besonders. Will ich eine 3 minus geben, er hat das Tor gemacht, ja, weil da muss ein Torjäger halt da stehen. Aber ansonsten, er war heute nicht so lauffreudig, fand ich, wie sonst. Konnte sich auch wenig durchsetzen vorne. Hat aber das mit Müller ganz gut gemacht, das muss man sagen, wo er da alle 4 Spiele auf sich gezogen hat. Von daher, ja. Sagen wir eine 3. Eine 3 ist schon in Ordnung. Auswechselspieler Sané hat sehr stark angefangen, hat sich richtig den Arsch aufgerissen und dann haben wir halt gesagt, ja, wir machen die letzten 10 Minuten nichts mehr. Ja. Und da hat er sich nahtlos eingefügt. Was soll er da auch alleine dumm nach vorne laufen? Genauso wie Musiala in der Mitte. Ja, dass er den Wechsel gemacht hat mit dem Rocker, kann ich verstehen. Dass man ihn da ein bisschen schützen möchte. Nicht, dass er da nochmal irgendwie einen Foul macht und dann noch gelb-rot sieht. Ist okay. Wie gesagt, Gnabry hätte man schon eher auswechseln können, meines Erachtens. Ich verstehe auch nicht, warum der Sané da nicht mal die Chance kriegt für die Startelf. Keine Ahnung. Costa für Coman, ja. Costa hat da auch ein bisschen was versucht noch. Und ja, wie gesagt, dann haben wir gesagt, wir halten das Ergebnis die letzten 10 Minuten. Und von daher. Choupo-Moting war gar nichts, Alter. I don't know, ey. Jetzt mal ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ja, steht zweimal dumm im Abseits, da muss er sich einfach ein bisschen besser, cleverer bewegen. Also. Und ansonsten warte ich halt einfach auch ein bisschen mehr Einsatz, wenn man für eine Viertelstunde auf den Platz kommt. Süle für Boateng habe ich gar nicht verstanden. Ich weiß nicht, wollte er auf Zeit spielen, dann hätte man vielleicht auch ein bisschen langsamer beim Wechsel agieren sollen. Ansonsten, ja, verstehe ich den nicht. Verstehe nicht, warum man Süle für 4 Minuten bringen muss und Boateng rausnimmt. Boateng war bockstark. Ansonsten bleibe ich dabei. Ich hätte mir einen Hernandez gewünscht für den Alaba. Oder meinetwegen auch für den Davies. Aber ich hätte einen Alaba auf den linken Verteidiger gestellt und einen Hernandez in die Innenverteidigung. Einfach, damit sich das mal einspielt. Und wenn man das nicht meint, kann man auch einen Süle dahinstellen. Süle und Boateng in der Innenverteidigung, warum nicht? Und einen Hernandez als linker Verteidiger. Das wäre auf jeden Fall so meine Wunschvorstellung. Also Alaba muss da hinten einfach endlich aus der Innenverteidigung raus. Aber ich denke, der Zug ist abgefahren. Da müssen wir uns nichts mehr vormachen. Das wird der Hansi bis zum Ende der Saison durchziehen. Das wird sich der berechnen, bin ich mir ganz sicher. In Spielen, wo wir mal auf stärkere Gegner treffen werden. Ja, ich bin da sehr gespannt. Und Davies läuft seiner Form hinterher. Wie gesagt, es war heute schon ein bisschen besser im Gegensatz zu den letzten 2 Spielen. Er hat wirklich so eine gute oder einigermaßen gute halbe Stunde gehabt. Ich weiß nicht, ob es mit am Alaba liegt, dass er ihn da führt und koordiniert oder was. Ich weiß es nicht. I don't know. Es fehlt so ein bisschen die Unbekümmertheit. Ne? Soll auch gar kein großer Vorwurf sein. Ist ein junger Spieler. Mein Gott, hat ein Halbjahr gehabt oder eine halbe Serie. Ist klar, dass er sich erstmal finden muss. Ne? Und dass er noch nicht so die Konstant hat, denke ich, ist völlig normal. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Aber wie gesagt, das ist dann, für mich sind das dann so, ja, wie soll sich da ein Hernandez fühlen, Alter? Hernandez hat ein super Spiel gemacht, genauso wie der Süle im letzten Mal. Und dann werden sie auf die Bank gesetzt und dann spielen da Alaba und Davies mit so schlechten Leistungen. Klar, ich sehe das Training nicht, weiß nicht, wie die Leistungen im Training sind. Aber wenn man nur die Spiele sieht, ist es halt einfach unverständlich. Aber ja, das nun mal meine Kritik an der Aufstellung. Wie gesagt, Spiele im Großen und Ganzen haben wir ein gutes Spiel gesehen. Wir haben ein Gegentor gekriegt. Ja, wir hätten auch 2, 3 kriegen können. Keine Frage. Hoffenheim hatte ein paar Chancen. Wir hatten aber auch noch ein paar Chancen. Wir haben noch ein paar Dinger gehabt, die wir nicht gut zu Ende gespielt haben.
ja. Was sollen wir sagen? Wir müssen die Saison so hinnehmen einfach, ja. Das ist halt... Ja, keine Ahnung. Mit einer anderen Aufstellung wäre es vielleicht souveräner gewesen, meine Meinung. Aber gut, am Ende des Tages 4-1 gewonnen, alles tutti. Wenn wir mal gucken, wie sich andere Mannschaften schlagen. Schauen wir mal, was heute Abend noch zwischen Leipzig und Leverkusen passiert. Und da bin ich guter Dinge. So, Essen ist gekommen. In der Aufnahme, ja, ist ja nichts. Ja, wie ich sagte, ich bin sonst ansonsten guter Dinge für die Bundesliga. Man muss auch nicht immer dazu kritisch sehen. Aber ja, die Spieler, die ich angesprochen habe, sehe ich halt weiterhin kritisch. Und wenn ich das so sehe, spreche ich das auch so an. Wie gesagt, alle anderen haben für mich heute eine gute Leistung gebracht. Es gab ein paar, die rausgestochen sind, haben wir ja gerade gesagt anhand der Noten. Und nächster Spiel ist in Hertha, oder was? Ja, Freitag in Hertha und dann geht es ja Montag zur Club-WM. Ja, ich würde sagen, da schauen wir einfach mal, was dabei rumkommt. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wie die anderen Spiele jetzt am Ende des Tages ausgegangen sind. Können wir ja auch mal eben gucken, aber... Ansonsten gibt es ja nicht viel zu sagen. Jetzt aus unserer Sicht ist halt Leipzig-Leverkusen, wenn die heute noch unentschieden spielen, dann wären es sogar 9 Punkte. Also Frankfurt hat sogar noch 3-1 gemacht, Union Gladbach 1-1, Bremen Schalke 1-1. Ja, gut. Wird die Schalke auch nicht mehr retten, der eine Punkt. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, auch. Und ansonsten, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Noch einen schönen Sonntag. Und dann hören wir uns am nächste Woche Samstag wieder zum Spiel bei Hertha. Ich erwarte da auch nochmal einen Sieg. Und dann werden wir mal einen Blick auf die Tabelle werfen. Und dann, denke ich, werden wir schon ein eindeutiges Bild sehen. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Tschüssi.